Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 1. Wir schreiben das Jahr 1615. Ein Zeitalter, in dem Venedig eine der prunkvollsten, reichsten und schönsten Städte der Welt war. Dazumal lebten dort zwei reiche Kaufleute. Von beiden aber am meisten geachtet war der geizige, alte venezianische Kaufmann Il Signore Pantalone da Venezia. Aber dass ihr mir ja nicht von dem verschüttet, gell? Ja, sehr wohl, Signore! Zusammen mit seinem überklugen und sehr gesprächigen Freund Dottore il Magnifico da Bologna sorgten die beiden in Venedig für viel Aufregung und Freude. Pantalone! Pantalone, mein Freund! Das musst du dir ansehen! Der Geschwindigkeitsregler und die Dynamik der großen... Dottore! Achtung! Also wirklich, Dottore! Der andere Kaufmann, Signore Diego il Subdolo, der Hinterhältige, war dafür bekannt, den Leuten unehrlich das Geld nur so aus der Tasche zu ziehen. Und obwohl es immer wieder Leute gab, die sich zu wehren wussten, gelang es nie jemandem, Signore Diego die Schuld nachzuweisen. Eines jedoch vermochte Signore Diego nicht, Signore Pantalone in ein schlechtes Licht zu rücken. Denn immer wieder kam in dessen schlaue Dienerschaft Arlecchino, Io sono Arlecchino! Brighella, Das bin ja ich! die schöne Colombina, ciao, in die Quere. Dottores Haus war seit kurzem wieder aufgebaut worden und er hatte zur Feier des Tages Signore Pantalone und dessen Dienerschaft zum Abendessen eingeladen. Da klingelte es unerwartet an der Tür. Ich komme! Ich eile! Ja! Onkel Doktor! Roswitha! Kleines! Okay. Das ist ja eine Überraschung! Ja, wie kommst du denn hierher? Roswitha, das kleine Mädchen, das Dottore in den Arm fiel, war die kleine Nichte von Dottore. Hinter ihr stand ein junger Mann. Und wenn meine Augen mich nicht täuschen, hast du gleich Antonio mitgebracht. Pantalone, du hast Besuch. Kommt nur rein in die gute Stube. Wie? Ich hab Besuch in deinem Haus? Signore Pantalone staunte nicht schlecht, als er seinen Sohn das Esszimmer betreten sah. Buonasera, Papa. Antonio! Oi. Wie gut. Lass dich anschauen. Du bist ja zu einem richtig starken Mann hergewachsen. Aber ich hab gedacht, du sagst auf Studienreise unterwegs und Federico sagt bei dir. Lange Nase. Roswitha war zu Pantalone rübergerannt und versuchte, seine Nase zu berühren. Und wer bist denn du? Roswitha. Nase sieht lustig aus. Roswitha! Man fasst nicht die Nase anderer Leute an. Entschuldigung, Pantalone. Oh, macht nichts. Aber, was macht ihr beide da in Venezia? Mama hat gesagt, ich soll mit Antonio eine Spazierfahrt machen. Colombina, die bis jetzt dem Ganzen mit etwas Abstand zugesehen hatte, näherte sich Roswitha. Na, wie sieht's aus? Bist du müde? Nein, nicht müde. Haha, die wird doch sicher spielen. Arlecchino nahm Roswitha auf die Schultern. Ja, Pferdchen spielen. Dann gönn mir doch, bis es Essen gibt, noch schnell im Vorhof, ja? Schöne Frau soll auch mitspielen. Hast gehört, Colombina? Schöne Frau soll auch mitspielen. Ja, ich komme ja schon. Antonio wartete, bis Roswitha und die Dienerschaft im Hof verschwunden waren. Dottore, Papa, es ist etwas passiert in Bologna. Es ist eine Verschwörung gegen die Familie von eurer Schwester im Gang, Dottore. Was? Wie geht es, Magdalena? Ich
weiss es nicht. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war vor 4 Tagen. Ich bin per Zufall in Bologna umgereist wegen meiner Studien und ich habe sie dort bei der Flucht getroffen. Sie hat mich gebeten, ihnen das Pergament zu übergeben und Roswitha sicher zu ihnen zu bringen. Kurz darauf ist sie verhaftet worden. Dottore las die Pergamentrolle vor. Mein geliebter Bruder, die Sterne stehen nicht gut für mich und meinen Mann. Ich bitte dich von ganzem Herzen, kümmere dich gut um meine kleine Roswitha. In Liebe, deine Schwester Magdalena. Das ist eindeutig ihre Handschrift. Dottore blickte aus dem Fenster und beobachtete Roswitha, wie sie mit Arlecchino und Columbina spielte. Das hast du gut gemacht, Antonio. Deine Mutter wär sicher stolz auf dich. Wie lang hast du vor zu bleiben? Nicht allzu lange. Federico wartet ja schon auf mich. Übrigens, ich soll euch einen Gruß ausrichten. Für alle die, die Federico noch nicht kennen, würde ich von Herzen empfehlen, sich Geschichte vom goldigen Nussknacker anzuhören. Natürlich verbreitete sich die Ankunft von Antonio wie ein Lauffeuer in ganz Venezia. So, dass natürlich auch Diego von der Nachricht Wind bekam. Meister! Was? Wir haben gute Neuigkeiten. Ah, jetzt sind es 2 Nervensägen, die mich aus dem Schlaf wecken. Ah, also was ist? Der Antonio ist in Venezia getroffen. Und zwar in Begleitung. Und was soll jetzt genau gut dran sein? Siehst, ich habe dir gesagt, er ist nicht daran interessiert. Aber der Signore weiss doch aus so einer einmaligen Gelegenheit sicher, einen heimtückischen Plan zu schmieden. Und was soll ich genau mit dem Antonio machen? Ich habe keine Tochter, die ich ihm antreiben könnte und so irgendwie sein Vermögen zu klauen. Diego starrte kurz auf Doralina, seine neueste Dienerin, die nebst Raffaele nun in seinem Dienste stand. Natürlich, das ist es. Kommt mal da an. Diego deutete mit dem Finger auf Raffaele und Doralina, die beide ganz nahe kamen, um zu lauschen. Folgendes. Was? Jetzt haben sie aber wirklich den Verstand verloren, Meister. Naja, nicht ganz, weil... Ernsthaft? Natürlich. Sie... Und was ist mit mir? Ich will auch Spaß haben. Du... Aha! Genau so kommen wir als Erb vom Antonio. Nur ein Problem. Wie werden wir die Pantalone los? Lach einfach mit. Okay. Zu viel? Zu viel. Ende von Kapitel 1. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.